Meine Damen und Herren, ich begrüße euch dann bei dieser Pressekonferenz, die ich meine, zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo sich Krisen unzeichen auf verschiedene Pläne am Land helfen. Das froh, wie die Krise definiert. Sie Leute die Schwätze von einer nationalen Souveränitätskrise. Ich meine, dass nationale Souveränität durch sich am internationalen Kader, an dem sich Lützeburg befindet, nicht übermäßig menaciert ist. Aber ich meine, dass es sich in Wirklichkeit um eine Krise von der demokratischen Souveränität handelt. Immer mehr Leute haben das Gefühl, dass sie nicht mehr selber entscheiden über ihre Existenz, über ihre bis an Lebensbedingungen, an der auf verschiedenen Plänen. Erstens an der Wirtschaft. Ich will den Volley auf der Pressekonferenz anhand von ein paar Beispielen, die rezent sind, wie ihr alle gut wisst, kurz behandeln. Aber auch am sozialen und demokratischen Leben am Allgemeinen. Das Entwurf der Demokratie, die den David Werner, Portparole von Die Linke, will abwerfen. Und dann auch dieselbe Strohe stellen sie auf europäischem Plan mit Auswirkungen noch auf Demokratie am Land, wo Fabian Lenz, Co-Portparole von Die Linke, wird pur Wort nur so und so. Was die Wirtschaftspolitik angeht, haben wir all neue Hiobsbotschaften. Cargo Lux Luxgard, die Firma Hiosung, Fedruscho Mittal, aber wenn den zuständigen Minister, den Herr Schneider, guckt, was er sieht an der Presse, die da steht, dann sieht er, ce n'est qu'un début. Sieht nicht dabei, continuons le combat, aber das klingt alle so. Und ich fand das wirklich ein unwürdig Aussage von einem Wirtschaftsminister, für wenn Betriebe aufbauen, für zu suchen, das ist nicht ein Anfang. Und das Schlimmste, das klingt nach no. Aber wenn ihr noch guckt, wie ihr interpretiert, für wer das so ist, wenn ihr guckt, wie auch ein guter Teil von der politischen Klasse an Stellungnahmen an der Presse, an den letzten Tagen, durch einen freien Wirtschaftsminister, Herr Greten, DP, aber auch die anderen Parteien, interpretieren sie das so, wie wenn Durchsachgift allein an zu hohen Löhnen oder an zu viel guten Sozialbedingungen an sozialen Rechten. Und es seid noch immer mehr eine Tendenz, die noch viel drunter zu leck gesehen wird bei der Diskussion Zukunft von der Sidérurgie am Bassin Foulic. Es geht immer mehr massiv mit Arbeitsplätzen gedreht. Von den Inhabern von den Betrieben. Am 100 läuft bei Luxgard. Da wird gesagt, wenn wir zu Diedling wollen, den Betrieb erneuern, dann müssen wir Kostenreduktionen an alle Betriebe akzeptieren. Und das war ein Moment, wo ihr gewusst hast, dass ein Sozialkonflikt am Gang ist über die Erneuerung vom Kollektivvertrag, wo es Lohnerhöhungen geht, nicht Lohnkostenreduzierungen. Aber wenn ihr noch die Löhne kennt, die an den Betrieben bezahlt gehen, da wissen ihr auch, dass die Lohnerhöhungen noch ganz realistisch gehalten sind. Wenn ihr den neuen Direktor von der Cargolux guckt, da schwätzt den ganz offen davon, Priorität bei der Wirtschaftspolitik, Priorität bei der Cargolux hat, dass wir die Verzinsung von dem Kapital, was die Aktionären da angesagt haben. Und dafür muss eben Sozialpolitik zu einem Teil geopfert gehen. Und wird gefordert von den Gewerkschaften, dass sie sich dem Diktat unterwerfen. Unterwerfen sich allerdings die Gewerkschaften, haben sie natürlich keine Garantie, dass wie bei einem ganz gewöhnlichen Erpresser, wie die vier geht, das nicht anders steht. Es entsteht dadurch einen permanenten Zwang, sich weiterhin auch nach dem Willen zu unterwerfen, und die Unsicherheit, die geht dadurch nicht wie klein. Und das bleibt auch so lang, wie an der Wirtschaftspolitik die Konkurrenzidee am Vordergrund steht, und nicht besser von der Leuten, und nicht Kooperation zwischen den einzelnen Betrieben.
Dafür Menge mehr, dass wenn will die demokratische Souveränität gewonnen an der Bestimmung von der Wirtschaftspolitik, von der ich für geschwert habe, dann geht das nicht ohne Kampf. Es geht auch nicht um die Risiko zu verlieren. Aber ohne das meine ich das nicht mehr möglich. Am Fungehol stehen all die Akteuren, die dafür antreten, für die Interessen der Leute, auch für die Selbstbestimmung der Leute, stehen für den Schwach zwischen der Kollaboration und der Resistenz. Politisch Klasse, das wissen wir heute, ihre Schwach getroffen. Wenigstens so lange, wie nicht so Dampf gemäht kriegen. Gott sei Dank sind wir noch ans Wahlen, die zuletzt bei sie an 2 Jahren. Leute müssen sich also ansetzen dafür, dass sich etwas ändert an der Politik. Das ist ganz klar. Ich will nicht sagen, dass sich keine reell frohe Stellen von der Gestaltung von der Wirtschaftspolitik. Wie soll als Wirtschaft in Zukunft aussehen? Was schwer geht? Was sind als Möglichkeiten an einem aber relativ kleinen Land? Was sind Moyen von der Politik? Wenn ich gucke, weil eine Versammlung von den Siderurgisten vom GBL als gesagt ging, il faut que l'État intervienne. Das wird übrigens auch den Herr Schneider selber gesagt. Da muss ich aber auch rappellieren, wenn liest, was den Haut zum Beispiel am essentiell für aussuchen möchte. Den Herr Schneider, als man mit Montebourg zusammenkommt, am Sommer, für eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, was die Stahlindustrie angeht, da war der Titel am Lützeburger Wort, on ne veut plus se laisser faire. Hätten Montebourg und Schneider damals gesagt, dass sie sind sogar an ihren Aussagen ziemlich weit gegangen. Ich will juste kurz recitieren. Les ministres estiment disposer de différentes options pour contrer ArcelorMittal, y compris législatives. Mais la possibilité de se passer du groupe sidérurgique pour faire tourner certains sites, à l'image de la réflexion belge relative à l'activité du bassin sidérurgique de Liège, est loin d'être exclue. Das ist auch die Minister schließen daraus, dass die Sitten könnten funktionieren, auch ohne ArcelorMittal. Letztes Land wird sogar von einer Ligue Anti-Metall geschwärzt. Wir wollen dafür die Regierung auffordern, das, was sie hier angekündigt haben, auch umzusetzen, nicht mal Kap zu machen. Wir selber, wie die Minister zusammenkommen, sind eine Reihe von Vorschlägen gemacht, an einem Brief, den wir uns adressiert haben, wo wir einen öffentlichen Audit verlangt haben über die Möglichkeiten von einer integrierten Stahlindustrie an der großen Region, über die Möglichkeiten, legal ArcelorMittal zu forcieren, zu investieren, auf Langzeit zu produzieren, über die legalen Möglichkeiten, die es gibt, für ihnen Klauseln abzuzwängen, auch über die Möglichkeiten, für gegebenenfalls zu expropriieren, respektiv zu nationalisieren, auf den einzelnen Sitten. Wir haben so abgefordert, die toten Themenkatalog von einer anderen Industriepolitik auf die europäischen Agenda zu setzen. An Europa dafür zu wirken, dass eine europäische Stahlpolitik gemäht gehen, die nicht auf der Konkurrenz gibt für beruht, aber die auf einer Harmonisierung beruht von den Preisen, von den Löhnen, von der Recherche und so weiter. Ein bisschen so wie CECA für langer Zeit das gemäht wird. Wir meinen nämlich, dass es Moyen gibt, und die Moyen müssen angewandt gehen, was der Minister selber dazu. Und wenn Politik begrenzt ist, und zum Beispiel im europäischen Bereich, wie ich auch gelesen habe, dass es da Limitationen gibt, wo die Regierung limitiert wird an ihre Mittel für so eine Entwicklung finanziell auch zu unterstützen, dann handelt es sich erstens einmal um Limiten, die selbst Politiker, die das bedauern, sich selber gesagt haben. Und es geht auch darum, für demokratische Souveränität zu gewinnen, für neue Moyen zu gewinnen, nur an der europäischen Politik, auch von einem Widerstand muss machen, gegen eine bestehende Gesetzgebung, die es da gibt und die als am Weg steht, wenn es darum geht, die Interessen der Leute zu verteidigen. Ich meine, es geht prioritär bei der Politik darum, für die Interessen der Leute, die Politiker gewählt haben, zu verteidigen.
mehr hu selber verschiedene Beiträge gelesen, er will nach lechten für die Diskussion über den einer Wirtschafts- und Industriepolitik ja an méi stark an die Öffentlichkeit zu bringen, an noch den Defätismus, den du dauernd ausgestrahlt wird von Ministern. Wir hatten eine Entrevue mal als ein Kollege vom dem neuen Mouvement de la Gauche, der Joren Deputéiert am wallonischen Parlament und die noch dort Regierung interpelliert, an die noch eng Nationalisation vom Bassin Liégeois fordert. Mo den 6. Oktober eng Journée de Reflexion zu Algrange ze summen mat die Linke aus Deutschland, ze summen am PCF Front de Gauche a Frankreich, ze summen ma Mouvement de Gauche an der Belge, a Meer selber, fir iwwer all die Froen do ze diskutieren, wo man auch Gewerkschaftler angelöden hun, die auch aktiv sind, op der dort der Front fir als von ihren Erfahrungen, von ihren Wühen an Forderungen zu berichten. Der kriegt nach die nötigen Informationen an den nächsten Tag no gerecht. Und es geht es darum, für bei dem Seminar, die soll neue Impulse geben, für ein gemeinsamen Widerstandsfront an unserer Gegend gegen den Defätismus, gegen den Aufbau von den Industrien aus reinen finanziellen Interessen. Geht es darum, für uns zu weisen, dass auch die Wirke an den Feierländern nicht eine Konkurrenzsituation nicht stehen, sondern dass sie komplementär zu sind, dass sie bestehen können im internationalen Stahlmarkt, mit dem, was sie in Erfahrung mitbringen, mit der Forschung, die sie bringen, mit den Spitzenprodukten noch, die es gibt an unserer Gegend, die produziert gehen, auch am ökologischen Bereich. Das beweisen noch Auditen, die gemäht sind auf den einzelnen Standorten, auch zu Lützeburg, beweisen Auditen, dass auch dort die Stahlindustrie eine Zukunft hat. Aber wir meinen noch, dass die Regierung die soll seriös wollen, die sich auch selber zum Teil initiiert wird. Das heißt, wir wollen also die Möglichkeiten an sich von einer Zusammenarbeit, von einer mehr integrierten Stahlindustrie an der Grande Région von 4 klassischen Stahlproduzenten. Dabei darf keine Option verschlossen bleiben, für den öffentlichen Abfluss zu sichern. Das Beispiel Saarland wird gewiesen, das war nach der Zeit von Oskar Lafontaine, wie ein SPD-Ministerpräsident war, dass kann eine Majorität haben an den Stahlwerken, die es im Moment am Saarland gibt, es sind da 2, gibt es eine Majorität vom Land Saar, die dafür gesorgt wird, dass sie da nicht die Probleme kennen, die Mehrheit kennen, die unter dem Metall-Imperium müssen für Industriepolitik als Sorge machen. Das werden wir auch hören auf dem Seminar. In Saarland haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht. Da sind die Wirke sie nicht menaciert vom Zumachen, wie das hier oder Frankreich oder Wallonien der Fall ist. Sie noch einer vor, die sich stellen, sie auch Betriebe, die wirklich schon so gemäht sind, die Industrieberufe sind. Auch da stellt sich vor, die Terra brauchen wir. Das wird Herr Juncker selber gesagt, dass in der Lage der Nation redet. Die Terra brauchen wir, für das wir Industrieterra haben, oder wenn wir zum Beispiel einen Tanklehrerin abreden, dass wir den Terra haben, dass wir nicht müssen auf die geringen Wies gehen, an Büscher gehen, an die Naturzone gehen, an die zu betonieren, mit das da muss dafür gesorgt gehen, was Herr Juncker auch gekündigt hat, mir hat schon viele so gekündigt, dass die Terra muss gratis auftreten und der Lützeburger Stadt an einem sanierten Zustand, für das sie kann darüber auch verfügen. Leider hat die Regierung an ihrer ganzen Geschichte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, immer sich komplett ausgeliefert an so industrielle Frauen und international Privatgruppen. Da spielt auch Finanzplätze eine große Rolle, die Finanzlogik, die damit verbunden ist an die Wirtschaftspolitik heran, spielt. Zum Beispiel war der Verkauf von Arcelor und Mittal als nur reine Aktionärslogik geschieht. Der Staat hat damals schon keine Interventionsmöglichkeiten mehr. Mehr so nicht, dass man nicht internationale Arbeitsstellungen an Kooperation brauchen. Das ist just bekannt, als der Fall. Mehr nicht, ob die Doten derweise, an die Doten derweise meine ich, also auch ganz symbolisch bewiesen am Fall von Katar, wo wirklich ein wirtschaftlicher Ausverkauf geschieht, als wo ich auch die Regierung interpelliert habe dazu.
Stößt morgen auf weiteren Aspekt von all den wirtschaftlichen Fragen oder das Geheimhaltung, Dunkelkammer, das für mich also der schlerend Gesicht von den gewählten Deputierten, wann sie müssen bei all Froh, bei aller Initiativ diese stellen, sie hat am Chamber Plenum oder Kommissionssitzungen sich von Ministern unheieren, dass sie keinen Zugang können zu Akkorden, die getroffen sind, aber Betriebe, wo aber der Staat darauf vertraut ist, entweder direkt oder indirekt durch das NCI oder durch die Spurkäse. Und du musst endlich auch dafür gesorgt gehen, dass all die Akkorden, die getroffen sind, auf den Tisch kommen. Besonders wenn sie getroffen sind, auch nach mit undemokratischen Staaten, die du nach mit herausspielen, wie das am Fall von Katar der Fall ist, wo nach den großherzoglichen Hof über sein Hof verkurt und nach das, wirtschaftlich das, mit der undemokratischen Monarchie am Katar. Sind eine Reihe von Deputierten und eine Reihe von Fragen gestellt an dem Zusammenhang. Ich fordere die Regierung auf, die Interpellation anzuholen, an ein Dossier auf den Tisch zu legen. Geht generell darum, an alle Fragen von der Wirtschaft, an Wirtschaft meine ich nicht nur Industrie, ich meine auch damit Umwelttechnologien, neue Wirtschaftsbereiche, Landwirtschaft oder Logement, ich meine noch andere Formen von Kooperation, wie Kooperativen an Ökonomie solidär und so weiter, für den ganzen wirtschaftlichen Bereich, für die Autonomie herumzugewinnen, von der Entscheidungsbefugnis von der Demokratie, zuletzt von der Chambre, von der Regierung. Und das hängt auch zusammen mit einem anderen Finanzierungsmodus, mit einem Finanzierungspol. Ein öffentlicher Finanzierungspol verlangt, die soll Kreditfunktionen vis-à-vis von der Wirtschaft überholen und zum Schluss noch auch Gewerkschaftsrechte stärken als eine Frage von Wirtschaftsdemokratie. Zum Beispiel um einen Gesetzesvorschlag nach den Hoffmann-Sender deposiert, wo es darum geht, zu verhindern, dass Entlosungen können an Betriebe, die Gewinn machen, so einfach über die Bühne gehen, an denen den Gewerkschaften neue Verhandlungsmöglichkeiten abmischt. Da ist auch traurig ging immer schon 2 Jahre als nicht immer geschieht. Der Staatsrat hat immer nicht avisiert, und ich werde auch da an der Kommission du Travail, an der Chambre, die auffordern, dort zu intervenieren vis-à-vis vom Staatsrat, dass das weitergeht. Wir wollen auch den konkreten Vorschlag für etwas zu ändern, wollen wir auch in den nächsten Wochen mehr stärker an der Öffentlichkeit verankern. Nur der Definition von der Demokratie kriegt die meistens gesagt, dass Demokratie, dass wir ganz einfach das Volk sind, Vertreter, also viele Jahre wählen, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, was auch immer, und dass die Vertreter nur während der Zeit Decisionen treffen am Namen von der Wähler, und da machen wir das Schluss, dann ist es gut so, und wie weit der wir nicht gehen. Für uns ist das bei weitem keine Demokratie. Wir sind der Meinung, dass Demokratie viel mehr bedeutet. Für das erste Mal als Demokratie eng froh von der Klarheit. Es muss wissen, wen Entscheidungen trifft, was für Entscheidungen trifft, wen exekutiert, und was wird exekutiert. Demokratie ist auch eng froh von Zeit, von Debatte, dem nur von langen Debatten. Das ist der Preis, den Demokratie muss bezahlen. Das heißt, dass ein Maximum von Leuten muss können an den Debatten mit arbeiten, an den Entscheidungsprozeduren können mit arbeiten. Und das ist aus sich genau der Gegenteil von dem, was in letzter Zeit geschieht. Die wird das ja auch regelmäßig vielleicht ein bisschen suivieren, die verschiedenen repräsentativen Institutionen, sie wird Chamber oder Gemeinderat, an der Chamber sind manchmal viel mehr Patent, da man das mehr wie ein gesehen, wie das wirklich wie ein Chambre-Enregistreuse so funktioniert. Das allerbeste ist, dass gerade die Parteien, die ja das repräsentative System als das absolute Nonplusultra von der Demokratie angesehen, gerade die sind, die man mit dem System wirklich egal was machen. Ne? Wenn ihr guckt, was Redenzeiten anbelangt, wenn ihr guckt, was Deputierten
hier Rechter diese nach just tun, wann sind dann enger Fraktion sind, eng Fraktion 5 Deputéierter gesagt sich das eindeutig zu viel. Einzelne Deputéierter, die aber trotzdem von den paar Tausenden von Wähler gewählt sind, die hun in Deutschmanner Rechter an dürfen zum Beispiel wie zum ESM oder zu große Frohen 2 Minuten oder 2 Minuten Rüste schwätzen, ich weiß nicht, haben wir so plus ou moins an der Größenordnung, den der Juncker oder den CSV-Rapporteur, den eng 3/4 Stunde einen Text aufliest, der seine Tasche geschrieben hat, einen anderen CSV-Minister, der noch nach einer Stunde schwätzt, und den Jean-Claude Juncker, den vielleicht doch 3/4 Stunden schwätzt, wenn er sich kurz fasst, für plus ou moins dasselbe zu suchen. Das ist realement problematisch, wie das alles funktioniert. Und für den Eindruck, dass permanent immer so eine Ultra-Urgenz besteht, an der Chambre, an den repräsentativen Organen, für ganz schnell ganz große Decisionen können zu holen, wo sogar Vertreter halt so keine Zeit haben, für immer not zu kommen. Demokratie ist aber eine Ausübung von der Macht durch das Volk und nicht durch hier Repräsentation oder just hier Repräsentation. Das geht in Deutsch mehr weit, wie just ab und zu Wähler gehen. Wir meinen, dass gerade die Debatte muss gefördert gehen, weil, wie ihr wisst, auch die Verfassung zur Debatte steht. Also die Verfassung soll ein größerer Fond von der Verfassung stattfinden. Und das ist eine wichtige Debatte, weil da kann ich auch essentiell vorstellen, wie der Staat sich organisiert, einer anderen demokratischen Institutionen oder organisiert, respektiv auch wie die Leute, die Bevölkerung, die Leute, die hier Leben erschaffen, sich auch als Staat vorstellen, an sein Funktionament vorstellen, und noch justement demokratische Souveränität vom Land sich auch vorstellen. Das ist ein groß, das ist eine große Möglichkeit, justement für ein ganz Partifron zu stellen. Und wenn man über die Verfassung diskutiert, aber wenn man die Verfassung ändern, da gibt es zwei wichtige Sachen, die man machen muss, 2 Vollen. Wie geht die Verfassung elaboriert? Zurzeit lief das PPR so an der Chamberskommission an der verschlossenen Tieren, da werden sich keine Illusionen machen, muss sich wirklich stark dafür interessieren, für zu wissen, was lebt. Und da habt ihr noch gesehen, gestern hat Zeitschrift Forum ja eine Initiative lanciert, die begrüßenswert ist, weil sie auch so über die Verfassung muss können breit diskutieren und das nicht just den Experten überlassen. Das ist traurig, dass eine Zeitschrift das möchte an dazu eine Initiative, wo sich nicht selber von denen kennt, die hier am Land etwas zu sagen, also von der Regierung. Es geht wirklich so, die große Reform geht wirklich so an einem Eck diskutiert. Wir sind der Meinung, dass der Prozess von der Reform von der Verfassung genauso wichtig ist wie das Resultat. Auch das heißt, die Bevölkerung muss an der Ausarbeitung von der neuen oder reformulierten Verfassung mit abzugehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich muss das Parlament auch seine Arbeit machen. Aber andererseits kann ich sich auch wirklich vorstellen, dass Bürgerkomitees gegründet gehen, dass sie vielleicht auch Moyens kriegen, dass die Leute wirklich mit Arbeit zu gehen, dass sie debattieren, diskutieren, wie sie gucken, wie man das organisiert. Aber du gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, Propose machen, also weiter streiten und nicht aufstimmen. Und dass da wirklich ein bisschen mehr ambitiös diskutiert wird. Über verschiedene Themen, also wirklich. Zumindest an diesen Zeiten, wo man ja an einer Art Fändereien von einem System leben, vielleicht, also ökonomisches System, da muss man sich vorstellen, weil Umwälzungen noch bei uns durchkommen, in welche Richtung wir wollen gehen, was soll hier am Land produziert gehen, wen dezidiert, was sind unsere Servicepubliken, was heißt für uns die Europäische Union, wie viel Macht kann den aufgehen, auch
und undemokratischen oder nicht gewählten Organismen, wer soll an der Wirtschaft zahlen haben, wer das allgemein gut, für was soll Energietransport, Post privatisiert gehen, zum Beispiel hat es noch Diskussionen, die kann an dem Kontext stellen. Natürlich kann ich noch früh von der Monarchie stellen, vom Stellenwert von den Kirchen oder von der Kirche hauptsächlich eng, von der Religionen hier am Land, also es soll kein Tabu sein, an der Schmengen Bevölkerung als reif genug hier am Land für darüber zu diskutieren. Schlussendlich den zweite Wolle, dann mengen wir das aber auch, wenn ein Text oder ein neuer Text entsteht, dass den auch durch Referendum muss können ugeholt gehen. Sind nach einer Front diese Stellen aber wirklich auch Topwertung von der Demokratie. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, einerseits Topwertung auch von den Institutionen, die schon existieren, von den Deputierten, dass sie mehr Mittel brauchen, dass sie mehr Rechte sollen können haben, dass die unterschiedlichen Fraktionen an einzelnen Deputierten oder Sensibilitäten zu groß ist. Das soll auch gelten, manchmal für Gemengerät, weil da die sich auch keine Illusionen machen, Gemengerät, auf Wirklichkeit, das sollen sie ihr schmechtens nicht durch meine Erfahrung unter 11 Monate, zumal man in der Opposition ist. Also es muss sich wirklich Sachen überlegen, für nicht just figurativ dort zu sitzen, weil viele Möglichkeiten zu handeln kriegen die nicht. Und das ist wirklich ganz problematisch, weil die Sache viel geknackt kriegt und da muss ich ganz schnell können reagieren. Ob ein obskur Erderweis war möglich, wird die noch nicht so viel immer alles versteht. Also ich meine, auf diesem Niveau muss ich noch die Leute, die gewählt gehen, viel mehr Mittel gehen, für hier Mandate können ausüben, auf nationalem und auf kommunalem Niveau. Und dann müssen natürlich aber auch die Leute, also die Bürgerinnen und Bürger, müssen das ist die zweite Abwertung, müssen mehr Legislativprozesse mit angebunden gehen von Anfang an, müssen mehr Initiativrechte kriegen an dem Novei, wenn doch nicht, also auch bei großen Gesetzen wie zum Beispiel das Budget, da muss ich sich auch vorstellen können, dass sie auch da an der Ausschaffung mit abzugehen, auch durch partizipative Mitbestimmungskomiteen nationale Plan, aber das muss auch gelten Gemengeplan. Also das sind auch neue Ideen, die muss können an einer Verfassungsdebatte mal da beziehen. Und nach einer Evaluierung auch, wenn ihr guckt, wer gewählt das, wen übt réellement die Macht aus. Guckt ihr ja sowohl Chamber und Gemengerei tun. Es wird für eine soziale Schicht kommen, die meisten Leute. Wie viele Employés, Caissieren, Leute, die im Bau schaffen, Leute, die am Bootssektor schaffen, wie viele von denen sind gewählt am Gemeinderat oder an der Chamber? Wenn es gut geht, 1 oder 2 pro Gremium, alle 4-5 Jahre. Ich meine, das ist auch ein bisschen problematisch, da die meistens nicht gehen, dass Independent oder Profen oder Journalisten oder was auch immer gewählt gehen. Das ist ja irgendwie problematisch. Die Leute, also ich schätze nach Connaissance de Cause, die natürlich mehr Möglichkeiten für sich politisch anzusetzen, und für auch noch sich so anzusetzen, dass die noch nach gewählt gehen. Aber das ist wirklich dramatisch zu sehen, dass nach just sich eine soziokulturelle Minorität wirklich zu Lützeburg wird. Und darüber muss ich noch diskutieren. Es wird für eine Sozialkategorien hier am Land auch etwas zu tun und noch können gewählt gehen. Und da muss ich auch sich die Evaluierung machen, weil das wirklich von der Citoyenität, die in sich auch muss stellen, wenn als Bürger zu Lützeburg, wie kann den seine Citoyenität ausüben, geht nicht nur, dass es theoretisch an der Verfassung draufsteht, dass jeder Bürger ab 18 Jahren dann sein politisches Recht hat. An unserer Gesellschaft, am Kapitalismus, ist es ganz schwer, Gleichheit zu tun, muss ich dafür sorgen, dass auch andere Leute können politisch mehr Pouvoir kriegen, weil die schaffenden Leute schlussendlich sind die wirklich, ob Lützeburger oder nicht Lützeburger. Ob Lützeburger oder nicht Lützeburger sind die am meisten Pouvoir können ausüben. Ja.
Also, wir wissen schon, dass juste, und da auch die andere Diskussion, die muss gefordert gehen, an Schmengen, die kann gut gefordert gehen halt zu Lützeburg. Ich finde als Bürger, ab wie viele Jahre, aber auch ob Lützeburger, nicht Lützeburger. Ich meine, das ist ein Interesse vom ganzen Land, von den Leuten, die eine Nationalität tun oder nicht. Weil natürlich, was für uns Zitouanität der besonders das wie Nationalität an Schmengen, das am Interesse von allen Bürger, egal was ihre Pass ist, mit ihnen leben, Werte schaffen, dass man auch die Diskussion muss können feiern, wen die Möglichkeit zu Lützeburg muss ausüben, ob es die schaffenden Leute sind oder KBL handeln an der BBL oder andere oder den Hermitern. Durch für demokratische Souveränität, die vielleicht sogar nach was Europa oder Politik von der Europäischen Union belangt, dem noch weniger mehr problematisch ist wie eventuell im nationalen Niveau. Auf alle Fall also ein Gefühl, was den manchmal überall verspürt bei den Leuten, dass was Europapolitik überlang total entmuscht gesehen. Das bezieht sich das Gefühl hauptsächlich auf zwei Treten. Und ich will nicht so viel auf die Augen, aber trotzdem vielleicht noch ein Kehr als Kritik darunter, dass der Mechanismus Europäische Stabilität, also europäischen Stabilitätsmechanismus, den Kraft wird treten. Es handelt sich wirklich kurz einen Fonds von 700 Milliarden Euro, den Länder eine ganze physische Hilfe soll, die sich Staatsschulden haben, und ersetzt den Fonds Européen de Stabilisation Financière. Wird administriert von den europäischen Finanzministern, wo als Schwierigkeiten mit dem Traité sind auf viele Niveauen, also den Niveau, wie es ausgeschafft gehen, wenn David für tun, so was Verfassung belangt an Nationen deren, das heißt kein Mitspracherecht von Parlamenten, von nationalen Parlamenten oder überhaupt kein Mitspracherecht als der Finanzminister. Konditionen für bei dem Fonds können Suen zu lehnen von den Ländern, die eben durch so ein Aufruhen, als das eine Austeritätspolitik betrieben wird. Das heißt als Kritik, als zu sagen, die Politik, die Länder, die am Moment an der Krise wirklich sind, also die Politik als den Remède, gleichzeitig aus Kurs, wie was die Situation immer nicht schlecht geht, das ist das total inkohärent. Für dieselbe Politik, die zur Krise gefördert wird, nach weiter umzuwenden, respektive sogar zu vertiefen. Und das ist aber genau das, was den europäischen Stabilitätsmechanismus aus sich vorschreibt. Neben den sozialen Konsequenzen, also trotzdem auch die Frage von der Demokratie, wie aus den Traité ausgehandelt gehen, wie aus den Januar auch ratifiziert gehen an den Parlamenten. Es war gar keinen öffentlichen Debat darüber, es hat auch keinen als Zeit gelost, wir können öffentlich darüber zu schwätzen, was das genau heißt, und das einfach ganz schnell ratifiziert gehen. Ähnliche Probleme Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. So heißt nämlich das Pakt budgetär und wie wir da. Aber voilà, aus dem Numm sieht schon viel aus, was du alles kennt, rausstehen. Und das auch schon öfters gesagt gehen, dass dann ein Traité ist, den extrem schwer zu verstehen ist. Das heißt, in dem Sinne auch immens schwer zu erklären ist, was das da genau geht. Das ist ein Traité, den den 1. März geschrieben wurde. Und bislo aus dem Mangel von 10 Ländern ratifiziert gehen. Es handelt sich um den Traité, wo die famose Gölle Regel draufsteht, wo man schon seit 2010 darüber schwätzen, das heißt, dass kein Defizit über 0,5% vom PIB soll gehen. Das ist etwas, was soll festgehalten gehen an all den Ländern am Gesetz. Was gibt das bedeuten, dass ganz einfach auch eine Austeritätspolitik. So, weil für den Prozentsatz zu kommen, kann praktisch keine Sozialpolitik mehr garantieren. Das ist eine Konsequenz von dem Traité. Weil ich vielleicht auch da kann sagen, das gerade so ausgehandelt wie den anderen Nationen, das heißt, ja kein Matschwarzrecht.
genau also dann wie beim europäischen Stabilitätsmechanismus. Zwei Länder haben nicht unterschrieben, das Tschechische Republik und England, die wollten sich nicht darüber anlassen. Wir sind noch so, dass es den ersten Treaty ist, wo nicht all Mensch muss unterschreiben, und noch nicht all Mensch all Land, und noch nicht all Land muss ratifizieren. Und kann Kraft treten, wenn 12 Länder ratifiziert haben. Und dann das gleiche Fall. Also, kein Globus noch von Frankreich auf. Frankreich, da geht nächste Woche oder nächste Woche soll den am Schomba kommen. Auf alle Fall, es muss ihn nicht ratifizieren. Das heißt, uns wurde den Hummer mit dem dritten Treaty ein bisschen spät. Wir können zu sagen, also wir können eine Kampagne machen, wir können zu sagen, nein, wir müssen das nicht direkt machen. Wir haben Zeit, den Treaty kann in Kraft treten für die 12 oder dann auch mehr, die unterschreiben wollen. Wir uns kein Parlament zu nehmen, wir wollen das nicht. Wir sind vielleicht trotzdem dabei so, dass das dann just ein Spud ist für 5 Jahre, weil in 2018 trotzdem soll für alle Länder sowieso in Kraft treten, weil an den 3 Europäern wird überdrohen gehen. Auch wenn den Kontrakt nicht, den Treaty nicht unterschrieben hat. Auch nein, wie wird sie mal da gehen, weil ein inkohärent ist, also das Ziel von 0,5% sich kann ihn also sich nicht erreichbar. Und das auch also Sozialkonsequenzen werden da auch sehen, selber wie man das, also wie die aktuelle Politik sich schon betreibt, wie man da Portugal und Griechenland gesehen, Augmentation vom Chômage, Pensionen, die hochgesagt gehen, Salären, die hochgesagt gehen und so weiter und so fort. Es handelt sich also auch hier um eine Mischung vom Volk, selbst wie bei dem anderen Treaty. Bon, als Reaktionen darüber. Wir haben hier zu Lützeburg sind wir am Gang in eine Europakampagne zu starten, wo wir einerseits natürlich werden ganz konkret, ob die Treaty in Auge und wir werden noch konkret ob die Union bancaire und wat lang Diskussion wird gehen. Wir werden auch konkret darauf und neue Propositionen für eine weitere politische Integration auch im Niveau von der Union zu machen. Da wird man natürlich auch darauf angehen. Wir haben am Dezember wahrscheinlich ein Meeting, wo wir Leute invitieren aus Portugal, Griechenland und so weiter. Ein großes öffentliches Meeting. Wir haben aber auch eine Diskussion, die man wird führen, eine Reflexion, die en vue von Wahlen 2014 auch ist, wo man als konkret Lenkalternativen werden verdienen. Und ganz klar gehen wir nicht aus einem ökonomischen oder finanziellen von einem Standpunkt fort, aber am Zentrum ist bei uns Demokratie, sozial Europa und ökologisch Europa. Das ist einen ganz anderen Angle der Tag für vielleicht die Union neu zu denken oder kann noch einen anderen Nummer holen, muss nicht eine Union sein. Wir hatten auch am europäischen Niveau probiert, mit dem Parti de la Gauche Européenne eine Initiative citoyenne zu machen, wo wir einen Fonds angefragt hatten, also die Kreation von einem Sozialfonds. Pardon. Gefragt hatten. Da konnte man nicht gesagt, die Kommission hat gesagt, an den Treaty gibt es keine Dispositionen stehen, für so einen Fonds zu machen. So aber sie selber haben ihren Fonds gemacht. Demnach ist das alles ein bisschen inkohärent, aber wir werden da natürlich auch am europäischen Niveau darauf reagieren. Vielleicht für aufzuschließen, am 38. September ist zu Paris eine große Manifestation gegen den Pakt budgetär. Sie frohen Referendum, also dass der Pakt soll per Referendum ratifiziert gehen. Und wir werden noch da teilholen.